Ich wollte eigentlich nur an dieser Intervention hauptsächlich auf dem Herr Krebs Intervention antworten, mehr auf die internationalen Aspekte von unserer Verteidigung angehen. Ich will aber vielleicht auch dem Herrn Ada merci sagen für seine Intervention, weil hin aus der Weg gezeichnet von der geringer Partei, wo den Friedensdemonstrationen früher bis zu einer Partei, die Haut über den Herr Büttel aber 2% zugesucht wird international, die dann aber ihrer aller Taktik entsprechend regierungsinternen Opposition spielt, sich ein bisschen distanziert von den 2%, die Regierung international versprochen hat, an aber geieren die geringe Haut zu den Parteien, die also Verteidigungsbudget an ihrer Zeit an der Regierung 50% an die Luft gesetzt haben. Ich fand das ganz interessant an der Geschichte von der Partei, und wir werden sicher auch noch darüber zurückkommen. Von einer Partei, die früher die Armee wollte aufschaffen, bis zu einer Partei, die Haut zu die Schaffung von einer Reservearmee nicht ausschließt, das ist ein bemerkenswerter Weg. NATO als ein grosses Sujet natürlich für uns eine extrem wichtige Organisation. Ihre Entwicklung als unsicher. Die Decisionen von der neuen amerikanischen Administration sind schon ungeschwert gehen, die Entwicklung als nicht klar für den Blick. Aber für uns, für Lützeburg, muss klar sein, dass wir eine Verpflichtung zu einer kollektiver Verteidigung haben. Eine Verteidigung, nicht ernst. Und das auch inklusiv von den baltischen Staaten ab Polen, die als NATO-Membre selbstverständlich auch Recht haben auf Solidarität. Mit NATO muss eine Verteidigungsallianz bleiben. Das heißt, dass man als Lützeburg sollte wehren gegen die Nostalgie vom Kalten Krieg, und auch kein neue Kalten Krieg wollen mit herbeifeiern. Und es gibt leider Staaten, die auf eine besonders vehement Manier, an Menge Analysen und nicht justifiiert Manier probieren, an eine neue Konfrontation mit Russland heranzugehen. Als internationale Verpflichtung als eine Verteidigungssolidarität, also ohne, dass wir sollen dazu beitragen, Spannungen zu produzieren, der zu hegen oder als Konflikte heranziehen zu lassen, die nicht unser Interesse entsprechen. Es ist ganz gut, dass wir als Lützeburg auf friedenserhaltenden Operationen teilnehmen, das ist ein wichtiges Know-how. Wir haben zum Beispiel am Kosovo, wir auf andere Plätzen eine wirklich Valeur ajoutée können bringen, auch als kleines Land. Wir haben aber mit der Operation in Litauen einen anderen Terrain, sind wir auf einen anderen Terrain gegangen, ein Terrain, den politisch viel mehr diskutabel ist, den als personell und logistisch ganz sehr gegenüber fordern, wenn es zu einer Konfliktsituation kommen, wobei wir aber nicht davon ausgehen. Wir müssen aufpassen, wenn wir über die NATO schwätzen, und das steht auch im Zusammenhang mit dem Prinzip von der Verteidigungsallianz, dass man sowohl inhaltlich wie geografisch Kompetenzen von der NATO nicht permanent weiter ausdehnen. Die NATO hat eine Rhetorik von einer Projektion von Stabilität, von einer Stärkung von der Sicherheit außen ihre geografische Grenzen, aber wir können ganz schlecht aufschätzen, wo die praktisch weltweit Rolle von der NATO als gegen hinfeiern. Alexander Krebs hat sogar vom chinesischen Meer geschwärzt. Ich meine, Eis könnte das zwar vielleicht absolut unrealistisch für, mit gibt vielleicht auch Leute an der NATO, die so etwas denken. Denn Alexander Krebs als Sänger Interpellation hat 4 Fragen gestellt. Ich will da kurz auf die antworten. Die erste, was den Spidolsplan angeht. Es gibt ganz einfach praktische Erfahrungen an unseren Spitälern am Land mit Übungen am Katastrophenfall, die deutlich weisen, dass an einem Katastrophenfall Kapazitäten nicht durchgehen. Als Spitäler sind heute schon weitgehend ausgelastet, aber wenn eine große Belastung zusätzlich dabei kommen, haben wir weder genug Betten noch genug medizinisches Personal, für das können kurzfristig abzufangen. Dabei könnte das Population ganz sehr wiest, und dafür den Druck, ob es ganz medizinischer Spitallandschaft weiter an die Luft geht. Ich werde allerdings, für den Herrn Krebs entgegenzukommen, eine Question parlamentaire an dem Sinne die Regierung stellen, wo sie kann detailliert abzählen, was als Reserve sind. Und ich bin schon gespannt, ob die Reaktionen, die man dann aus dem medizinischen Sektor kreieren. Es hat mich auch gewundert, dass der Herr Krebs als Sänger Interpellation praktisch die postfaktisch Fakten oder postfaktisch Informationslage kritisiert hat. Und als leider nicht ich hätte gerne gefragt, wie er darüber will reagieren. Was der Montenegro angeht, hat der dagegen gestimmt, weil wir der Meinung sind, dass NATO eine Wertegemeinschaft soll sein. Wir hören die Kritiken hören, was Türkei angeht. Montenegro verletzt massiv Menschenrechte.
Montenegro hat keine klare politische Majorität gehabt, keine dauerhaft politische Majorität für den NATO-Beitritt, an unseren Antworten immer da zwei Konditionen für den NATO-Beitritt nicht erfüllt. Ich muss aber sagen, es wundert mich, dass Türkei so ein paar Mal als Negativbeispiel genannt gehen, dass Regierungsparteien plus CSV nach immer der Meinung sind, dass Türkei misst Member an der Europäischen Union gehen. Ich muss der CSV aber zu gut haben, dass sie wenigstens proposiert hat, den temporären Aufbau von den Beitrittsverhandlungen zu proposieren, was wir auch unterstützt haben. Mit der ADR als bleibt die einzige Partei, die gegen einen türkischen Beitritt bei der EU ist. Und die sieht ja, trotz der langen NATO-Memberschaft und so weiter, wie das Land funktioniert, und ob sie mal am Blick spitzen sich so viele Sachen zu, dass sie uns nicht zu verstehen, dass die Regierung weiterhin und engem EU-Beitritt von der Türkei festhält und noch Negoziationen nicht erbrechen. Was Russland angeht, so von Schriftmeer Krebs, die leider nicht kann sehen, dass das Parteienfinanzierungsgesetz hier am Land gibt, an all das absolut transparent, als jeder kann zu aller Blick nur gucken, wie Parteien hier am Land finanziert gehen. Wir sind als ADR, wenn die international militärisch Zusammenarbeit angeht, sind wir grundsätzlich d'accord mit einer Zusammenarbeit mit unseren Operen, Partnern, Alliierten. Das bringt eine Ökonomie mit beim Kauf von Material, besseren Training, Interoperabilität und noch bei der militärischen Forschung. Wir müssen aber da auch Parameter setzen und auf ein paar Sachen ganz gut aufpassen. Die erste als eine Decision für den Ersatz von einer Lützeburger Armee oder von einer Implikation von Lützeburg in einem Konflikt, die kann nicht mehr von Lützeburg geholt gehen und nicht von irgendwelchen supranationalen Organisationen. Wir wollen nicht, dass ein europäischen Direktor, wie man am Blick haben, zum Beispiel an den Relationen am Normandie-Format mit Russland oder auf anderen Plätzen, an den Negoziationen mit Iran und auf so vielen anderen Plätzen, wir wollen nicht, dass es ein Direktor an Europa gëtt, die kann iwwer den Ersatz von einer Lützeburger Armee desideieren. Wir sind nicht bereit, Kanonenfutter zu stellen für strategische Ambitionen von anderen Staaten. Wir wollen auch keinen großen europäischen militärindustriellen Komplex, weil die ging auf europäischem Niveau eventuell demokratisch Decisionsprozesse können auch vorstellen, wie es an den USA der Fall ist, was schon der Präsident Truman in seiner Zeit kritisiert hat, und das ist wichtig, dass wir da aufpassen, dass es nicht zu viel großem Einfluss auf Demokratie kommt durch industriell oder andere Interessen. Wir wollen mit der EU, mit der NATO zusammen schaffen, aber am Geist von einer Komplementarität. Wir wollen also kein Double Emploi, wo Strukturen schaffen, auf der einen Seite NATO und auf der anderen Seite die Europäische Union. Aber wir denken auch nur um Brexit-Kooperation mit den Briten unverzichtbar ist, selbstverständlich, wie auch natürlich mit unseren amerikanischen Alliierten. Die Benelux-Armee, das hier auch schon annimmt gehen. Auch da will ich daran erinnern, beim Renegade, wir hatten in letzter Zeit ein paar Incidenten mit Fliegern, die nicht mehr kontaktiert gehen. Der Renegade, als dummer dadurch exerziert gehen. Ich will wiederholen, dass der ADR auch die einzige Partei hier in der Chambre ist, die sich dafür ausgeschwert hat, am Notfall auch keine Flieger über Lützeburger Territoire aufzuschießen, zum Beispiel, wenn man auf Kettenhöfe flieht, mit der klare und erkennbare Absicht für eine größere Nuklearkatastrophe zu provozieren. Die anderen Parteien wollen das nicht. Ich habe mich gewundert, CSV hat sogar proposiert, dass Lützeburger Piloten an belgische Kampfflieger könnten dann am Renegade teilholen. Lützeburger Piloten an belgische Kampfflieger, die aber über Lützeburg keine Flieger dürften aufschießen, die Lützeburger Existenz an einem hohen Maß vorstellt. Du hast am Mengen keine politische Kohärenz als solcher Proposition, also ist auch dadurch nicht durchführbar. Die Idee für eine EU-Armee zu gründen, dort ging sicher der Europäische Union mit großer Autonomie gehen, mit gleichzeitig eine neue, enorm politische Belastung für die Europäische Union bedeuten. Am Blick als die Europäische Union auf vielerlei Hinsicht am Gang zu implodieren. Und so stellen wir uns froh, über hier evaluieren. Wenn wir nachher gehen an eine militärische Dimension dabei machen, mit all den Tensionen, die mit Ersatzdezisionen an anderen Folgen verbunden wären, dann muss man davon ausgehen, dass das vielleicht mehr ein großes Gefahr wird, die Value von der Europäischen Union kein Sinn, wie wirkliche Gewinn am Sicherheitsbereich. Wir haben auch die Manier, wie die Europäische Union an die Debatte herankommt, also ganz typisch. Das ist ein Top-Down, geht oben etwas dezidiert, was nur innen imposiert wird. Wir haben die Global Strategy, die da entwickelt gehen, als die als Land, die kleinen Länder entwickelt gehen, mit ein paar kleinen Länder, ein paar symbolische Diskussionen am Vierfeld. Sie als zum großen Teil von ein paar großen Instituten, ein paar großen Staaten dezidiert gehen. Also ich gehe da als Lob und Überruf, wir haben das doch nie ratifiziert,
nie am Fong diskutiert mit Gëttervalu wat der Conseil Europäen probiert vun Uwen ënnen durchzusetzen. Die Europäische Kommission hat schon den European Defence Action Plan am November proposiert, dat ze neich mat der Administration Trump zu die sich am Januar des Jahr auf Funktion kommen. An dat eng mal Blick also immer die große Ambitionen, wobei man am Blick mal Konsensus an Europa hunn iwwer Rules of Engagement bei de Battlegruppen, die sogenannten Unitäten, die Europäische Union lo huet. Also eng komplett aus der Neklaffe vun enger Ambition op europäischem Niveau an der Realität. An da stellt sich natürlich vor für Reis, wie weit will die Regierung da goen an dem Dossier europäisch Armee, punkto finanziell Partizipation, punkto militärisch Partizipation, wat wären Konsequenzen für das Land, wenn man berät Infrastrukturen opzuholen, über Datacenter raus und so weiter und so fort. Wir haben gesehen in letzter Zeit, dass Lützeburg auch bei denen Diskussionen praktisch kein politisch Gewicht wird. Und da kommt schon mehr Angel, sein Punkt trägt den lang developiert wird über die Europäische Investitionsbank. Herr Schneider hat an der Chambre gesagt, den 7. Dezember, das hat man abgeschrieben, dass Lützeburg an Herr Angel hat wiederholt, keine Rolle gesagt wie die Europäische Investitionsbank an den neuen Verteidigungsambitionen von der Europäischen Union. Als klar gesagt, den 7. Dezember findest dem Geschäftsmodell von der Europäischen Investitionsbank, weil das kein zu leisten go wo kleinen und mittleren Entreprise gelieft Angel. Ich wollte präzisieren, der Präsident von der Europäischen Investitionsbank, helfen Herr Dr. Werner Heuer. Ja, das ist eine Bemerkung schon die zur Kenntnis. Ich schwätze über die Regierung, weil sie nicht mit Herrn Heuer befasst, mit Herrn Schneider als einer Regierung. Und die Regierung hat gesagt, den 7. Dezember, sie wäre gegen die Rolle von der Europäischen Investitionsbank an der europäischen Verteidigung. Eine Woche mich spät, den 15. Dezember. Vor der Conseil Européen zu Brüssel, von Herrn Büttel dann die ganze letzte Regierung vertreten hat, inklusive Sozialistische Partei mit Herrn Schneider. Aber das da décidéiert gehen, Zitat, la Banque européenne d'investissement est invitée à envisager des mesures en vue de soutenir les investissements dans les activités de recherche et développement en matière de défense. Den 7. Dezember sieht als Regierung, wir wollen das nicht, den 15. Dezember wird es décidéiert. Da fragt sich natürlich, welchen Einfluss hat denn Herr Büttel vergisst das zu sagen, oder welchen Einfluss hat Lützeburg dann überhaupt an den Diskussionen, geht da nicht einfach imposiert an dem da alles getan. Und die Europäische Union muss aufpassen, weil das ja nicht so, dass die Amerikaner außenpolitisch Fehler machen, und die Europäische Union macht außenpolitisch keinen Fehler. So ist es nicht. Wir haben die ganze Russland-Problematik in der Ukraine als zum Teil als Fehler aus der Kommission Barroso entstanden. Wir hatten Libyen, den katastrophalen Zustand, an dem Libyen haut ist, durch eine militärische Intervention provoziert gehen, unterstützt eine andere von Herrn Asselborn, den Demos das unbedingt voll. Der Genozid hat gesagt für Libyen, und dann hat die militärische Intervention begrüßt, haut gesimmer wegen Zustand des Land ist. Es ist nicht so, dass die Amerikaner Fehler machen, politisch, an mir nicht. Das ist nicht realistisch, und ich bin so froh auf viele Situationen, dass die Europäische Union zu dem Zeitpunkt keine Armee hat, weil ich will nicht wissen, was sonst entstanden wäre. Es gibt Spekulationen und Fabulationen am Blick am Defense-Institut am europäischen Plan über eine europäische Nuklearbewaffnung. Der französische Nuklearschirm soll ausgedehnt gehen auf die ganze Europäische Union. Wie steht dann die letzte Regierung dazu? Als letzte Regierung der Loda 4, so schenkt es zu sehen, ich freue mich, dass man sollen eine Nuklearkapazität auf europäischem Niveau am militärischen Bereich schon, und gleichzeitig, als sie gegen die Zivilnutzung von der Kernenergie, mit Kettenöwe, Fessenheim, was Gott weiß, was das gibt, und wo als dann Lin von der letzten Regierung stellt sie sich gegen eine eventuelle Überlegung wie eine Nuklearkapazität auf europäischem Niveau am militärischen, aber wer damit kohärent mit ihrer Politik am Zivilnuklearen oder nicht. Das ging man gerne wissen. Dann muss ich auch gucken, der Brexit. Was hat das für Konklusionen und was hat das für Konsequenzen? Es wäre Fehler. Even meine Ferien hat das gesagt, wie Lutze Mengen, da sind Briten raus, le Mama sehr eine europäische Armee, das ist schon ein Jahr gescheitert. Ich meine, Herr Angel hat so verwiesen auf 1954, wo dann Herr Gras, mit der Communauté Européenne de Défense an der Assemblée Nationale, das ist schon ein Jahr gescheitert. Weil Probleme sind noch immer prinzipiell die nämlich, wie wir sie damals hatten, und das ist dafür ganz gefährlich, auf die Weg zu gehen. Wann will vom Brexit profitieren? Das muss ich gucken, ob den Artikel 247 am Lissabon-Vertrag nicht an dem Sinn ging ändern, der die Genre UEO ging auffeiern, und ob ein automatisch
Beistandsklausel ging zurückkommen, wie der früheren Artikel 5 von der EU erlaubt hat, weil den als aufgeschafft, die Welt Briten nicht wollten aufschaffen, die wollten mir eine flexible Klausel am Lissabon-Vertrag. Aber wenn will hingehen an europäische Verteidigung stärken, da soll ich nicht an eine europäische Armee denken, mit soll ihn zurückgehen auf automatisch Beistandsgarantien am Kader von einer verkleinerten neuer EU, das kann da doch an der Armee sein, an der Europäischen Union sein. Das auf DW, wo ich soll gehen, weil das wird alle Staaten gedrohe gehen, weil dadurch eine Konsequenz aus dem Brexit wäre, die aber am Blick leider nicht diskutiert wird. Wir können d'accord sehen, mit kleinen Infrastrukturen wie den MPCC und so weiter, kleine Quartier Generaux, die geschaffen gehen, das ist an der Reihe. Wie gesagt, wir müssen das an den richtigen Kontext setzen, den auch die Europäische Union en tant que tel nur nicht an ein politisch Gefahr bringt, diese wahrscheinlich unter Randung zu Summenbruch gegen Bresche, wenn in der nirgend gesagt Migrationsproblematik, den Euro, die Relationen mit Russland und einer Sachen institutionell frohe Brexit wird schon die Europäische Union mehr wie genug belastet. Dann haben wir die Idee für einen europäischen Marché intérieur am Waffenbereich, am Armement der Défense. Da können wir leben. Muss ich just gucken, was das konkret ging heschen. Und muss ich dann noch gucken, dass das letzte bei der Klein- und Mittelunterprise, weil andere Hummerball kennen mehr, was wir auch Mittel rausholen, dat auch können mat profitieren. Dat stellt natürlich das Problem von den Clearanzen für die Betriebe. Das heißt, die müssen noch alle Möglichkeiten kreieren, wo Regierungszeit. Wir können nun Ausschreibungen deelzuhöllen, die Kompetenzen auch sicherheitsmäßig zu holen. Wir können überhaupt in so einem Marché intérieur deelzuhöllen. Dann kann das retombieren für als Land, die interessant sind, mit der brauchen dann auch eine Unterstützung an der Seite von der Regierung. Ich will vielleicht eine letzte Überlegung machen über den Fonds européen de la Défense, der ja auch Fonds européen der Sécurité de la Défense, den auch am Kader von der neuen Idee ugedurcht wird, aber blicken an eine andere Form, wie das Zielsetzung langfristig. Und wie das zu sehen, muss ich gucken, was die Großstaaten dort so an ihre Vorbereitungsarbeiten, notamment bei den Franzosen, wann den hier geht. Den wird eng Idee als Dépense de Défense aus den Maastricht-Kriterien raus. Dann haben wir heieren nicht zu Unrecht, denn den dann noch vielleicht mit Sozialdepensen und der anderen Sache raushöhlen aus den Stabilitätskriterien. Aber darum, das ist nicht eigentlich der Fond von der Debatte. Der Fond von der Debatte, als da eine Reihe Länder wie Frankreich notamment Maastricht-Kriterien, Konvergenzkriterien überhaupt nicht können erfüllen am Blick, wenn nicht die Dépense de Défense herausgeholt gehen aus ihrer Berechnung von den Stabilitätskriterien. Und es geht dann in Richtung von der Mutualisierung von der Schuld, umgerechnet an Dépense de Défense, das heißt, dass eine Europäisierung von den Défense-Ausgaben wird auch zu einer Erhebung von der Lützeburger öffentlicher Schuld gegen Feiern für Ausgaben am Défense-Sektor, die an andere Länder gemerkt werden. Das ist das langfristige Ziel, aber wir müssen uns wirklich freuen, ob wir das füllen. Weil es ging als Situation bei Maastricht auch vorstellen, es ging heschen, dass wir Militärbudget von anderen Ländern über Eis Schuld praktisch matt finanzieren, ohne dass das Sicherheitskapazitäten gegen erhecht gehen. An der Schmenge, wenn in auf DW geht, da muss ich die Gedanken zu Ende denken, anders ging so und dat DW also auf jeden Fall nicht am Interesse von unserem Land. Dat gesot will de Schnarke alle Kollege Merci soen, die in dieser Debatte teilgeholt haben. Von unserer Seite aus wird ganz wichtig für die Interpellation über die Armee zu machen, sowohl national wie auch internationale Aspekte anzuschwätzen. Auf viele Punkte haben wir auch eine gewisse Übereinstimmung, was die Armee angeht, eine generelle Unterstützung der Armee. Ich will nun, dass die Linke ein bisschen in einer anderen Approche nach der Debatte ergreifen. Das scheint eine Demokratie zu erwägen. Da können mir an dir an mir, wir können da jeweils einen Standpunkt durchlegen. Auf jeden Fall von unserer Seite aus fanden statt zum 50. Geburtstag von der Armee, 175 Militärmusik. Gut, wer wird Chamber, dass man das diskutiert.